Verrückte Karnevalskostüme, Bierhüte, soweit das Auge reicht, und betrunkene Australierinnen, die 22 Flugstunden von zu Hause entfernt so richtig die Sau rauslassen. Trotz teilweise miesen Herbstwetters kamen schon am ersten Wiesenwochenende über 1 Million Besucher aus aller Welt zum 181. Oktoberfest nach München. Wir haben mal ganz genau hingeschaut und den Wiesen-Nationen-Check gemacht. Nation Nummer 1, die Asiaten. Was uns als erstes auffällt, die asiatischen Madel haben sich stilecht in fesche Dirndl geschmissen. Ja klar, ich wollte richtig miterleben, was die deutsche Kultur bedeutet. Ich liebe deutsche Tradition. Als ich wusste, dass ich zum Oktoberfest herkommen würde, musste ich mir einfach ein Dirndl kaufen. Bei den asiatischen Burm finden wir dagegen nicht eine Lederhose, sondern lustige Hüte. Diese Hüte gehören eigentlich nicht zur traditionellen Tracht. Mist, ich hab's euch doch gesagt. Egal, wir finden's trotzdem lustig. Und skurrile Verkleidungen, die uns an japanische Samurais erinnern. Nur zur Erinnerung, wir sind hier nicht auf einer Anime-Messe, sondern auf dem Münchner Oktoberfest. Das ist japanische Tracht. Und diese Schuhe sind keine Crocs, das sind sogenannte Dogeotis. Die haben alle in Japan. Ah ja, die Touris aus Fernost sind aber nicht nur Verkleidungs-, sondern auch Fotoweltmeister. Liebe Zuschauer, auch wenn es platt klingt, niemand schießt so viele Fotos wie die Asiaten. Allein diese junge Dame hat in 3 Stunden über 500 Fotos gemacht. Weiter geht's mit einer Nation, die immer und überall singt. Ja, dieses Jahr auf der Wiesn finden wir viele Brasilianer. Aber warum eigentlich? Ist es nicht an der 9000 Kilometer entfernten Copacabana viel schöner? Nein, hier ist's viel geiler. Wir können machen, was wir wollen. Das ist so cool. Der beste Ort der Welt. Das ist toll hier, weil wir alle Biersorten probieren können. Na dann, Prosit. Aber die Brasilianer sind nicht ernsthaft nur für das Oktoberfest so weit geflogen. Doch, nur für dieses Wochenende. Wie viel Geld habt ihr dafür ausgegeben? Keine Ahnung, wir sorgen uns nicht ums Geld. Dafür sind wir nicht hergekommen. Wir trinken Bier und genießen es. Vielleicht sparen die Brasilianer deshalb beim Outfit etwas mehr Geld. Uns ist nämlich bei allen brasilianischen Männern aufgefallen, dass sie statt teurer Lederhosen extrem günstige Stoffimitate und sogar Mützen aus Stoff tragen. Welche Nation hingegen beim Wiesenoutfit richtig Kohle raushaut, das sind wir Deutschen. Vor allem bei den Münchnern heißt das Motto protzen und nicht kleckern. Besonders beliebt in diesem Jahr Blumenkränze, Sonnenbrillen im Bavaria-Look und Chucks. Und das, obwohl Turnschuhe bisher immer als absolutes Wiesen-No-Go galten. Gut, dass unsere deutschen Frauen das mit ihrem prallen Dekolleté wettmachen. Das nennen wir mal anständig Holz vor der Hütten. Das ist genetisch bedingt, denke ich mal, bei den Deutschen. Glaubst du nicht, dass wir ein bisschen schummeln und nachhelfen? Also ich nicht. Ja, gepusht ist es natürlich immer. Silikon. Das bleibt unser Geheimnis. Als nächstes nehmen wir die Italiener genauer unter die Lupe. Wer da an heiße Macker und mächtig Amore denkt, Fehlanzeige. Die Italiener auf dem Oktoberfest in München fallen eher mit ihren, sagen wir mal, sehr eigenen Kostümierungen auf. Wir wollten mal was Neues ausprobieren. Das ist der Italo-Style. Ich werde in 2 Wochen heiraten. Meine Freunde haben mich deshalb zum Junggesellenabschied so bescheuert verkleidet. Ah ja, bevor hier gleich noch mehr enthüllt wird, machen wir lieber weiter mit unserer letzten Nation, den Australiern. Sie stehlen wirklich allen die Show. Und das nicht nur mit ihren Outfits, sondern vor allem mit ihrem Verhalten. Wie bitte? Wir haben kein Wort verstanden. Hi Mom, ich liebe Deutschland.
Zu einem weiteren Statement waren die Mädels dann leider nicht mehr in der Lage. Kein Wunder bei 7 Maß Bier-Intus. Hoffen wir mal, dass sie ihren Besuch auf dem diesjährigen Oktoberfest nicht vergessen werden. Uns bleiben sie jedenfalls ganz sicher in Erinnerung.